Hey Leute, ich laufe einen Marathon. Ist es dumm? Moin, ich bin Adi, 24 Jahre alt, 1,88 groß, 90 Kilo schwer und ich hatte eine dumme Idee. Mein Name ist Maelo, bin 27 Jahre alt und das Budget für den Marathon hat für Papa Platte leider nicht mehr gereicht, darum bin ich am Start. Wir hatten letztes Jahr im Twitch-Stream die 100.000 Schritte Challenge und haben uns dann gedacht, ja, war irgendwie cool, hat Spaß gemacht, war so eine sportliche Challenge, aber wie wär's, wenn wir einfach einen Marathon rennen? Ohne Vorbereitung, einfach so. Ich war Ende 23 war ich beim Arzt und der hat mir gesagt, yo, also wenn du Probleme mit dem Knie hast, ganz ehrlich, ein Marathon ist richtig eine beschissene Idee. Ich frage mich immer, wieso ich solche Sachen mache. Ich habe ja die 7 Tage Wasserfasten-Challenge mit Trimax gemacht, dann 7 Tage so viel essen wie geht, Eisbaden in Polen, dann die 100.000 Schritte-Challenge, die es dieses Jahr wieder gibt, jetzt der Marathon. Ich weiß nicht wieso, aber ich finde so diese sportlichen Challenges sind irgendwie cool. Adi hat ja vorhin gesagt, er hat ein gutes Mindset und er hat schon extrem viele so krasse Challenges gemacht. Hier, der Kopf. Die mentale Stärke. Ich glaube, ich bin mental immer sehr, sehr stark und das heißt, wenn ich etwas machen will, dann gehe ich hin und sage, yo, ich mache das jetzt und ich ziehe das durch und ich sage immer Marathon, 20% Skill, 80% Kopf. Stimmt wahrscheinlich nicht, aber scheiß drauf. Das Ding ist, ich will das unbedingt mal sehen, so eine Grenzerfahrung, so eine krasse Erfahrung und darum, das muss geschafft werden. Ich glaube, man kann im Leben viele Sachen mit dem Kopf machen, nur ein Marathon ist schwer mit dem Kopf zu machen, weil wenn deine Beine nicht mehr können, dann kannst du noch im Kopf so viel denken, yo, ich schaff das und so. Du wirst es nicht schaffen mäßig. Ob ich sportlicher bin als Adi? Ja, also ich glaube auf jeden Fall. Vor allem, wenn ich so gesehen habe, das ganze letzte Jahr, Party, Mallorca, Saufen, Festival, alles Mögliche. Und ich brav zu Hause, Tennis, bisschen joggen und ja, Adi hat sich da nicht so viel Mühe gegeben, sage ich mal so. Ich habe angefangen zu trainieren vor 5 Wochen oder 4, das heißt, ich habe eine insgesamte Vorbereitungszeit von 2 Monaten. Ich bin momentan, ich würde sagen, für meine Verhältnisse ziemlich fit. Dort hinten, hinter diesen Hochhäusern findet der Marathon statt. Wir werden hier 42,19 Kilometer, glaube ich, joggen so. Circa 4 bis 5 Stunden joggen. Mir ist es scheißegal, wie lange ich brauche, mir ist es scheißegal, wie schnell ich bin. Ich will einfach nur vom Start bis ins Ziel kommen. Wie gesagt, die Vorbereitungszeit ist jetzt nicht so lang. Deshalb haben Maelo und ich gesagt, yo, wir machen beide einen Long Run. Wir laufen so lange, wie wir können und gucken einfach, wie fit wir sind, wie weit wir kommen. Einfach um so eine, wie sagt man dem, Bestandesaufnahme zu machen, um zu sehen, yo, so ist es jetzt. Und so soll es sein. Also ja, meine Vorfahren aus Peru haben früher auch schon immer Long Runs gemacht, ist kein Problem für mich. Guten Morgen, 7 Wochen bis zum Marathon. Heute steht der erste Long Run an. Ich bin extra zu meinen Eltern hinaus aufs Land gefahren. Wunderschön. Wetter so circa 10 Grad. Es ist relativ kalt, aber ich glaube, wir schaffen das. Ich habe null Bock, ich habe arschkalt. Wenn ich heute 20 Kilometer schaffe, dann ist das nur die fucking Hälfte vom Marathon. Ich hatte tatsächlich nicht so eine große Taktik bei diesem Run. Ich habe nur gesagt, yo, ich esse am Abend vorher Pasta, probiere gut zu schlafen, kaufe mir so 3 so Power Gels, die man sich so reinpfeifen kann während dem Rennen und renne dann einfach los und gucke, was passiert. Und dann bin ich losgerannt. Los geht's. Ich habe keinen Bock mehr, kann ich aufhören. Guckt euch mal die Aussicht an. Erster Kilometer ist gemacht. Ich kann nicht mehr. 3 Kilometer, wir sind immer noch im Wald. Die Temperatur ist ultra geil hier. So richtig erfrischend. Boah, Beinen geht's noch gut, aber das jetzt noch 20 Mal. Ich habe das bei mir irgendwo in den Bergen oben gemacht, um einen See herum. Arschkalt, hat gewindet. Ich habe gedacht, es war die blödste Idee ever. Kilometer 1, erster Seerundgang, 1 Grad, 1000 Höhenmeter. Ich habe schon jetzt keinen Bock mehr, Digga. Die ersten 5 Kilometer waren unnormal anstrengend. Also es hat gewindet, es hat ein bisschen geregnet, es war wirklich, wirklich kalt. Kilometer 6 und hier ein bisschen besser tatsächlich. Aber hier ist eine Steigung. 5 Kilometer sind durch. Dort vorne kommt die Autobahn. Geht noch, aber ich muss sagen, heute ist nicht so ein guter Tag. Die Beine, man merkt es beim Joggen einfach, das klingt so dumm. Aber heute irgendwie die Beine, sie zwirbeln, aber egal. Jeder Schritt ist für den Marathon. Ersten 4 bis 5 Kilometer waren so, ja, irgendwie Beine haben geschmerzt. Ich war auch an diesem Tag trotzdem nicht so fit. Und dann so Kilometer 5 bis 15 würde ich sagen, waren relativ gut. Dann kommt man so in dieses Runners High. 9 Kilometer und ich schalle mir jetzt zum ersten Mal in meinem Leben so ein Power Gel in meinen Mund rein.
Ist diese Scheiße hässlich. Okay, bald 10 Kilometer, aber geil. Yo, yo, yo. Kilometer 13. Der Power Gel hat wirklich was gebracht. Das ist crazy. Digga, meine Beine. Ich denke gerade, ich bin ein Reh. Holy shit. Dritte Seeumrundung. Es läuft. Aber langsam spüre ich die Beine. Aber es geht. Aber wir haben noch nicht mal die Hälfte. Also. Ja. Dann kam ich auf einmal in diesen klassischen Flow-State und dann ging es ein bisschen besser. 12 Kilometer, Seeumquerung Nummer 4. Ich war noch gerade kurz pissen. Ja, wie geht's mir? Es geht mir den Umständen entsprechend gut. Kilometer 14 und jetzt langsam fangen die Beine an weh zu machen. Also jetzt ist es nicht mehr so witzig. Es ist noch schön. Wetter ist ein bisschen besser, ein bisschen wärmer geworden vor allem. Jetzt langsam knallt's. Ab 15 Kilometern dann kam ein richtiges Down. Nicht so wie bei Adi, die Muskeln haben versagt, sondern ich hatte einfach 0 Zucker mehr im Blut, beziehungsweise ich habe so gemerkt, scheiße, es fällt alles runter. Mir wurde schwindelig auch ein bisschen, Sterne vor den Augen. Ich habe gedacht, oh jetzt kracht's komplett. Ist nicht mehr witzig. Es tut weh, ich bin viel mehr außer Atem auf einmal. Ich habe im Auto noch ein Powergel. Und das wird sich nachher übel reingepfiffen. In der Hoffnung, dass es ein bisschen was bringt, aber ja. Wir sind in der ersten großen Stadt. Liestal. Hier bin ich zur Schule gegangen. 15 Kilometer. Linkes Knie ganz bisschen so am Ziehen. Im Rücken zieht es auch ganz bisschen, aber das ist, weil ich so im Vloggen bin während dem Rennen. Einfach nach vorne. Ich habe keine Route. Ich renne einfach. Basel. Da müssen wir hin nach Basel. Ich bin gerade in so einem Rennmodus. Es läuft. Ich denke gar nicht viel nach, ich renne einfach nur. Und dann von Kilometer 15 bis 17, also nix. Es ist nicht eine Anstrengung rein vom Atmen oder so, dass man sagt, ich kann nicht mehr, ich habe keine Ausdauer mehr oder so. Es ist mehr so, die Muskeln in den Beinen, die machen einfach zu. Die werden einfach so hart. Und es ist voll schwer zu beschreiben, es ist nicht ein Schmerz, es ist nicht ein Muskelkater, es ist nicht wie eine Zerrung. Es ist mehr einfach so, die Beine werden einfach so, man merkt richtig, wenn man die Muskeln anfasst, es ist so hart. Aber man kann sich immer noch bewegen. Kilometer 18, es ist wunderschön zum Joggen. Aber die Beine aus dem Nix im letzten Kilometer, es fühlt sich nicht schwerer an, aber die Beine sind einfach so zu, die Muskeln ziehen sich zusammen. Das heißt, dass die Muskeln leer sind. Ich habe meine Muskeln ausgeleert. Irgendwann ist fertig. Ich wusste schon, dass Mailo vorher, glaube ich, 22? 21? 20 Kilometer gerannt ist, habe ich so gedacht, okay, Mailo ist 20 Kilometer gerannt. Ich bin bei 15. Ich glaube, ich kann das toppen und bin dann einfach mit diesen Beinen und das geht irgendwie. Das ist irgendwie das Komische am Rennen. Du kannst so sagen, yo, ich renne jetzt einfach weiter, bin dann weiter gerannt. 22 Kilometer, einfach mehr als ein Halbmarathon. Ich laufe nur noch so. Aber ich habe mir ein Ziel gesetzt, ich will bis nach Basel kommen. Aber meine Beine sind wirklich am Arsch. Ich hatte noch so einen Rittersport im Auto, das habe ich mir auch noch reingeballert. Es hat so gekracht gerade. Ich habe mir jetzt ein Powergel noch organisiert. Ganz kurze Pause gemacht beim Auto, noch getrunken. Jetzt noch durchpowern. Die letzten 4 Kilometer einfach irgendwie noch schaffen. Ich habe noch einen zweiten Powergel gegessen, der hat noch ein bisschen Boost gegeben. Aber diese Dinger, Digga, die sind ultra fucking hässlich. Also wenn ihr da gute Tipps habt, schreibt es mal in die Kommentare und allgemein Tipps für Marathon und so. Schreibt das alles unten rein. Ich werde mir alles durchlesen, wie viel man trainieren muss, wie man sich vorbereiten muss mit Essen, Schlafen, dies, das. Ja, haut es mal unten rein. Und 20 Kilometer, baby, let's go! Ich hab's geschafft. Holy shit. Oh, der Zucker am Ende hat mich gesaved, ich schwöre. Das war der Zug am Ende. Let's go, Alter! Als ich den Long Run geschafft habe, waren 2 Emotionen so richtig da. Erstens war so, shit, okay, ich muss wirklich aufpassen, dass ich mich gut ernähre oder immer genug Energy habe. Und zweitens, geil, ich bin gar nicht so extrem kaputt. Ich hatte immer so richtig Respekt. Alles, was mehr als 10 Kilometer ist halb tot. Aber das mal 2. Das mal 2 ist eine andere Liga. Fuck. Und bin am Ende auf 27 Kilometer gekommen. Einfach so, bei irgendeinem Run. Nach 3 Stunden Joggen und 27 Kilometer. Ich bin beim Stadion vom FC Basel. What the fuck? Ich konnte es noch irgendwie bis 27 strecken. Da müsste man jetzt noch 15 Kilometer drauf tun, dass ich dann beim Marathon wäre. Ob das möglich ist, weiß ich nicht genau. Aber hier, wie gesagt, Kopf. Der Kopf ist es. Ich bin am Arsch. Meine Beine
am Arsch. Ich hätte tatsächlich weniger erwartet. Ich wusste, ich kann es gut machen und ich muss auch ganz ehrlich sagen, Maelo hat mich gut gepusht mit seinen 20 Kilometern, deshalb Shoutout an Maelo. Ich muss jetzt in 6 Wochen diese 15 Kilometer irgendwie drauf trainieren, dass es funktioniert, weil jetzt bin ich wirklich, ich würde sagen, zu 98% am Arsch. Das Spannende an diesem Long Run war irgendwie zu sehen, dass du nicht dort fertig bist, wo du denkst, dass du fertig bist. Also wenn du dir ein Ziel setzt, was allgemein, glaube ich, gut ist beim Joggen, also du musst ein Ziel setzen, du musst sagen, yo, ich renne jetzt 20 Kilometer. Weil dann stellst du dich auch körperlich und mental einfach darauf ein, yo, nach 10 ist nicht vorbei. Und dann geht das irgendwie. Und das war irgendwie ein gutes Learning. Und das ist halt meine Taktik beim Marathon, dass ich mich so krass darauf einstelle, 42, dass ich nicht nach 20 Kilometer denke, boah, meine Beine sind am Arsch, sondern, okay, da geht noch was. Da geht noch was. Ich komme irgendwie zu den 42. Das ist so meine Taktik. Ob die aufgeht, weiß ich bis jetzt, wie gesagt, noch nicht genau. Ich glaube, egal wie fit man ist, 42 Kilometer durchzurennen, tut einfach nicht gut. Ab Kilometer 30 wird's Horror. Aber ich mach's trotzdem. Und ich will es durchziehen. In diesem Sinne, das war das erste 2 Videos zum Marathon. Weitere Informationen findet ihr auf Instagram oder auf dem 2-Kanal auf YouTube, wo es noch ein bisschen andere Videos dazu gibt. Ich bereite mich ultra hart darauf vor. Ich mache eine Diät, ich gehe viel joggen. Ich hoffe, wir schaffen es. Das nächste Video wird der Marathon sein. In circa 4 bis 5 Wochen werde ich den in Zürich rennen. Darüber gibt es nochmal ein ausführliches Video. Mal gucken, wie es wird. Wenn ihr mehr Infos haben wollt, so Daily-Sachen, dann guckt, wie gesagt, auf Insta vorbei. Vielen Dank fürs Zugucken. Vielen Dank an On, vielen Dank an Maelo, vielen Dank an Frege. Wir sehen uns beim nächsten Teil. Ich gehe jetzt joggen. Tschüss. Erstes Video ohne Alkohol seit einem Jahr, oder? Hey, fick dich.